Es haben einmal ein Kaiser und eine Kaiserin ein glückliches Leben miteinander geführt. Das Einzige, was ihnen gefällt hat, war ein Kind. Sie hätten noch keins bekommen, wären da nicht einig an einem wunderschönen Sommerabend zwei alte Männer, die noch altes Wissen in sich getragen haben, am kaiserlichen Hof vorbeigelaufen. Es hat langsam angefangen zu dämmern, wo da plötzlich der eine zum anderen sagt: Bruder, weisst du, wer in diesem Schloss wohnt? Ja, sicher weiss ich das, mein lieber Freund. Der Kaiser und die Kaiserin, die über das Land regieren, die sich schon lang sehnlichst ein Kind wünschen, aber die Kaiserin trotzdem keins zur Welt bringen kann. Aber du weisst, dass sie ein Kind empfangen können, sagt dann wieder der Erste zum anderen. Ja, ich weiss um das alte Wissen, wo man mit Hilfe der Pflanzen den magischen Akt durchführt. Wenn die betroffene Frau sich ein Kind aus tiefem Herzen wünscht und in den Morgentau von den beiden Pflanzen, dem Wermut und der Lilie, achtsam zu sich nimmt, wird die Frau ein Kindli empfangen. Und 9 Monate später, wenn alles gut geht, zur Welt bringen. So würde auch die Kaiserin zu einem Kind kommen und den Wunsch vom Kaiserpaar sich erfüllen. Aber du weisst auch, sagt der Zweite zurück, dass das Glück nur für eine bestimmte Zeit Bestand hätte. Was aus einer Pflanze entsteht, muss als Pflanze von dem Erdenleben sich wieder verabschieden. Ich weiss, was du meinst. Du hast recht. Das wird für alle nur viel Probleme und Kummer bringen. Aber zum Glück weiss das Kaiserpaar nichts von dem alten Wissen und darum auch nichts von dieser Möglichkeit. Und die beiden Männer sind in der Nacht verschwunden. Doch ganz in der Nähe vom Schloss und auch von diesen 2 Männern ist eine Bettlerin gesessen, die all die Worte von diesen 2 gehört hat. Sie hat es als Wink vom Schicksal gedeutet und ist drum am nächsten Morgen an den kaiserlichen Hof gegangen, mit der Kunde, dass sie für die Kaiserin eine wichtige Botschaft habe, die ihr Leben für immer positiv verändere. Auf das aber hat man sie sofort zur Kaiserin gebracht. «Eure Majestät, im ganzen Land weiss man, dass ihr und euer Mann euch seit Jahren sehnlichst ein Kind wünscht. Ich weiss, wie ihr doch noch ein Kind zur Welt bringen könnt.» Wo das die Kaiserin gehört hat sie grosse Augen gemacht. So redet: «O, Eure Majestät, es stammt aus altem Wissen. Dabei müsst ihr den Morgentau vom Wermut und der Lilie, wo in eurem kaiserlichen Garten blüht, achtsam zu euch nehmen. Und 9 Monate später, verspreche ich euch, werdet ihr ein Kind gebären.» Was die Bettlerin aber der Kaiserin nicht gesagt hat, dass das Kind unter bestimmten Bedingungen als Pflanze zurückverwandelt wird. Die Kaiserin hat innerlich gestrahlt. Ihre Hoffnung, die sie aufgegeben hat, ist wieder geweckt worden. Und sie hat einfach daran glauben, dass es funktioniert. Sie hat gewusst, dass es noch weise Frauen und Männer im Land gibt, die noch das alte Wissen beherrschen und können, wo langsam in Vergessenheit geraten. So hat die überglückliche Kaiserin die Bettlerin grosszügig beschenkt und sich bedankt. Die Bettlerin hat den kaiserlichen Hof zufrieden verlassen und sie war dankbar, dass ihre gestern Nacht das Schicksal geholfen hat für ein besseres Leben. Da sie gehört hat, dass sich das Kind irgendwann wieder zu einer Pflanze zurückverwandeln wird, hat sie das Land verlassen, um ja selber keinen Ärger überzukommen. Diener, ich befehle euch, dass ihr morgen im kaiserlichen Schlossgarten all den Tau vom Wermut und der Lilie sorgfältig abschöpft und mir bringt. So hat Diener am nächsten Morgen den Tau vom Wermut und der Lilie sorgfältig abgeschöpft
und auf das aber in einem goldenen Kelch der Kaiserin serviert, so wie es die Kaiserin im Vortag ihnen aufgetragen hat. Die Kaiserin hat auch hier genüsslich getrunken und sich innerlich glücklich und zufrieden gefühlt. Wie die Bettlerin gesagt hat, hat sie 9 Monate später eine Tochter zur Welt gebracht. Es war ein wunderschönes Kind. Die Freude war gross beim Kaiserpaar und im ganzen Land hat man sich gefreut über den Nachwuchs. Umso älter die Tochter geworden ist, umso schöner war sie. Trotz dieser Schönheit war sie aber nicht hochmütig oder eingebildet. Nein, im Gegenteil. Ihr feines Wesen und ihre liebevolle Art hat sie noch viel schöner erscheinen. Am liebsten hat die Prinzessin Zeit im Schlossgarten verbracht, zwischen all diesen wunderschönen Blumen und anderen Pflanzen. Seit der Kindheit hat sie mit allen Pflanzen um sich herum geredet und es hat ausgesehen, als würden die Pflanzen ihr eine Antwort geben. Ja, sie hat eine besondere Beziehung zu der Pflanzenwelt gehabt. Die Eltern aber haben sich dabei nichts anderes gedacht. So ist die Prinzessin zu einer jungen, wunderschönen Frau herangewachsen und die Eltern haben nach einem passenden Bräutigam Ausschau gehalten. Die Absicht hat sich schnell verbreitet, dass das Kaiserpaar einen passenden Bräutigam für ihre Tochter sucht. Von weit her sind die Männer gekommen, denn ihre Schönheit, ihre sanfte und liebevolle Art, wie ihre Bescheidenheit, hat sie so attraktiv gemacht. Doch es war nicht einfach für die Eltern, weil die Prinzessin nichts von Heiraten wollte wissen. Sie war zwar zu jedem von diesen Männern sehr freundlich gewesen, hat aber einen von Heiraten angefangen, hat die Prinzessin jedes Mal gesagt: «Ich kann dich nicht heiraten, du würdest nur unglücklich mit mir.» Das hat sie so überzeugend gesagt, dass ihre Bewerber ihr das alle geglaubt haben. So hat man ihnen aufgegeben, der Prinzessin den Hof zu machen. Zur Freude der Prinzessin, zum Leid vom Kaiserpaar. «Was wird bloß aus dir, wenn wir nicht mehr da sind?» hat die Kaiserin traurig und voller Sorge zu ihrer geliebten Tochter gesagt. An einem wunderschönen Tag ist wieder einmal ein Königssohn von weit her gekommen. Auch er hat sein Glück bei dieser wunderschönen Prinzessin versuchen. Als er sie gesehen hat, hat er sich gerade in sie verliebt. Er hat den gleich darauf um ihre Hand angehalten. Sie aber hat auf das wieder ihre Worte gesagt. «Ich kann dich nicht heiraten, du würdest nur unglücklich mit mir.» Der Königssohn hat nach dieser Aussage nur gelacht und den Kopf geschüttelt. «Warum soll ich mit dir unglücklich werden?» Er hat es einfach nicht verstehen. Die Lilien im Garten haben es mir zugeflüstert. Sobald ich das Hochzeitskleid anhabe und das Brutkränzchen auf dem Kopf trage, verwandle ich mich in eine Blume. Doch der Königssohn hat das alles nicht glauben. Auf das aber hat die Prinzessin den Kopf hängen und leise gesagt: «So kannst du mich heiraten, aber bist nicht enttäuscht, wenn es anders kommt, als du denkst.» Voller Freude haben der Kaiser und die Kaiserin alles in Gang gesetzt, um die Hochzeit vorzubereiten. Das Kaiserpaar war überglücklich, dass ihre Tochter doch noch einen Bräutigam gewählt hat. Als der Tag der Hochzeit endlich da war und die Gäste aus allen Herrenländern eingetroffen sind, hat man die Brut gesucht, um sie einzukleiden. Das Hochzeitskleid war wunderschön und das Brutkränzchen von den Gärtnern liebevoll gebunden worden. Die Prinzessin hat man im kaiserlichen Schlossgarten gefunden und sie daran erinnert, dringend zu kommen, um sich für das Hochzeit parat zu machen. Da ist sie in einer Kammer gestanden, um sich viele Frauen, die ihr helfen sollen, dass sie als schöne Brut vor dem Altar stehen kann. Zuerst haben ihr die Frauen geholfen, das wunderschöne Kleid anzuziehen. Wo sie auf das aber ganz bleich im Gesicht geworden ist. Nachdem er aber ihr noch das Brutkränzchen auf den Kopf gelegt hat, hat sie das Gefühl gehabt, als würde sie den Tod berühren, und sie hat angefangen zu brieken. Sofort hat man auf das aber den Bräutigam geholt und der ist kurz darauf eingetroffen. Er hat sie ganz fest in die Arme genommen und sie auf die Stirn geküsst.
Es wird alles gut, meine Liebste. In diesem Moment verwandelt sich die Prinzessin in eine feine, weisse Blume mit einem gelben Köpfchen. Es hat ausgesehen ähnlich wie eine Sonne. Der Bräutigam hat statt seine Brut jetzt die zarte Blume in seiner Hand gehalten. Jetzt hat der Bräutigam angefangen und gemerkt, dass das alles gestummen hat, wo die Prinzessin ihn vorgewarnt hat. Und so hat er statt seine wunderschöne Brut eine weisse, duftende, zarte Blume mit heimgebracht. Die weisse, zarte Blume mit dem gelben Köpfchen sieht man bis heute auf den Wiesen, den Wegrändern und in den Gärten. Die Menschen sagen dieser Blume Kamille.